Servus und grüß Gott beieinander. Ich möchte euch heute mal zeigen, wie man einen original bayerischen Obersten macht. Den Klassiker unter den Biergarten-Brotaufstrichen. Und ja, nachdem es da vieles gibt, was es zu kaufen gibt, aber überhaupt nichts mit dem Original zu tun hat, zumindest nicht nach meiner Geschmackserinnerung, möchte ich das heute noch mal zeigen, wie das meine Großmutter gemacht hat. Dazu brauchen wir Camembert, und zwar einen möglichst würzigen Camembert. Und man kann auch andere würzige Weichkäse damit kombinieren, das ist auch in Ordnung. Ja, und dann brauchen wir noch Sahne. Man kann aber auch Butter nehmen stattdessen. Ja, und dann brauchen wir noch ein paar Gewürze dazu und dazu komme ich gleich. Für einen original bayerischen Obersten brauchen wir folgende Gewürze. Einmal Zwiebeln, Paprika edelsüß, Meersalz, Kümmel gemahlen, Schnittlauch, Paprika scharf und Pfeffer schwarz. So, dann gehen wir in medias res. Wir nehmen mal den ersten Käse und den schneiden wir auf. Also meine Oma hat da immer gleich so kleine Würfel geschnitten und damit lässt sich der dann auch leichter zerkleinern später mit der Gabel. Ja, und das Schöne dabei ist, wenn so vom Käsebrett vom Wochenende was übrig geblieben ist, dann kann man den Käse eben super noch verwerten. Und der ist nicht schlecht und gar nichts, aber den kann man einfach hier ihm noch ein Upgrade geben mit ein paar hervorragenden Gewürzen. Dann geht schon weiter mit der Sahne. Jetzt können wir auch schon anfangen mit dem guten alten Handwerkszeug, nämlich der Gabel. Und jetzt wird gebarzt. Ja? Deswegen ist das ein Oberster. Das muss ein richtig schöner Brei werden. Und dann können wir auch schon die Gewürzmischung mit beigeben. Die habe ich hier schon mal vorbereitet. Also das kann man jetzt hier, dass man eine Zeit beschäftigt, das auch so richtig klein zu kriegen. Man geht das auch durchaus anders vor, indem man einen Mixer nimmt. So. Ja, ein bisschen Farbe kann er noch vertragen. Geben wir noch was rein. Ja, also freitags, als ich klein war ich immer bei meiner Oma zum Essen. Und die hat dann für mich immer tolle Sachen gekocht. Unter anderem hat die eben auch diesen Obersten gemacht. Und ja, und das ist die Geschmackserinnerung. Das ist einfach ein Stück Kindheit. Ja. Und das habe ich so nirgends mehr bekommen. Und jetzt habe ich das halt in Form einer Rezeptur festgehalten. Und hoffe, dass viele daran Freude haben.